Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wir möchten heute an dem herzigen Journal weitermachen. Das letzte Mal haben wir hier die Rändchen angeklebt und die Signaturen mit dem Bändchen rein. Heute möchten wir gerne hier das Fenster irgendwie gestalten und ich habe mir vorgestellt, ich möchte gerne so mit so Folie das so hinten reinkleben und dann hier, wenn ich das doppelt nehme, kann man dann irgendwie so Glitzer rein tun oder so ein bisschen Konfetti-Zeug. Genau, dass das so schneekugelmässig dann könnte aussehen. Oder wie sagt man dem, so Schüttelkärtchen oder keine Ahnung. Ja, was habe ich mir da alles parat gemacht? Ich habe im Fall keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich habe gedacht, ich probiere einfach mal. Ich habe parat gemacht, hier doppelseitiges Kleberli. Dann die Folie, das ist so, da sind Kuvert drin so A4 Kuvert. Das ist gerade so doppelt, dann kann man einfach ein Quadratchen ausschneiden. Schön, dann hat man das gerade doppelt. Und dann habe ich hier ein bisschen Glitzer in verschiedenen Farben. Und zwar bin ich beim Rosa und Grün Thema, so wie ich bei der Signatur bin. Das Rosa, das irisiert auch so grünlich. Und dann habe ich hier noch die Tannenbäume und Sternchen, aber ich finde eben das recht cool, weil das eben auch so rosa und grün irisierend ist. Dann habe ich gedacht, könnte man doch da einfach, weil ich ja nicht unbedingt Tannenbäume will, aber einfach so Konfetti schneiden, oder? Vielleicht, keine Ahnung. Aber ui, wenn man die Bäume ein bisschen verschneidet, dann gibt es einfach so Schnipsel. So, oder? So Eckli. Und nachher dann ist doch das cool. Sind das keine Tannenbäume mehr? Irgendwie so. Das ist so mein Plan. Ah, da habe ich noch Silber mit so Regenfarbe, genau. Regenbogenfarbiges Glitzerzeug. Genau. Und dann brauchen wir dann noch ein Rändchen für innen drinnen. Da habe ich so ein Band, wo man dann kann, weil es dann vielleicht dann nicht so hübsch aussieht, wenn man das da drin hineinklebt, kann man mit dem, wenn ich es vorzeigen kann, das dann noch so ein bisschen zudecken und das noch drüber hineinkleben. Vielleicht sieht es nachher gut aus. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Wir probieren es einfach mal aus. Ich mache einfach irgendetwas. Und als allererstes zeichne ich mir hier mal an, wie gross dass ich das so abschneiden muss. Ich glaube, ich mache das einfach mal so. Ja. Das könnte man zwar auch gerade so lassen, oder? Der Knick. Den könnte man eigentlich gerade unten. Dann müssen wir unten kein Klebchen hermachen. Wenn das jetzt so wäre. Ich zeichne das jetzt einmal zuerst ein bisschen grösser auf. So und so und bis daher. Ich sehe mich schon, dass ich nachher dann da wieder schwarz bin. Nein, es geschafft. Bin ich vor allem im Bild auch nicht. Okay, wie wäre es, wenn wir einfach wieder in die Mitte vom Bild basteln? Das wäre eigentlich noch so gäbig, oder? Ja. Auch nicht. Ja gut. Also, ich schneide das einfach mal ab. Ich weiss, ich habe es zu gross aufgezeichnet und ich kann es nachher immer noch anpassen. Einfach mal abschneipseln.
So. Da. Gut. Dann brauchen wir das wieder. Das gar nicht zu weit fortschmeißen. So. Dann sehe ich doch jetzt, ja, so einen halben Zentimeter links und rechts kann ich noch abschneiden. Und da schneiden wir doch einfach etwa hier ab. He? So, machen wir hier einen schönen Strich. Und schneiden das ab. So. Und jetzt noch einen halben, ungefähr da. Ui, das verschiebt alles so wahnsinnig. Nicht so cool zum Schneiden, merke ich gerade. Aber easy. So, wichtig ist, dass es reinpasst. Hier oben müssen wir noch ein bisschen abschneiden. Keine Ahnung, ob man etwas sieht, weil das so durchsichtig ist. So unsichtbar. Was ich hier eigentlich genau mache. So. Also das, nein. So oben, da ist unten, da möchte ich das so haben. So, genau. Dann, es wäre jetzt vielleicht auch gäbiger gewesen, wenn wir das gemacht hätten, bevor wir jetzt da die Signaturen rein da hat. Aber ja, no, jetzt ist es halt so. Ich könnte sie auch wieder rausnehmen. Mache ich jetzt aber nicht. Oh, jetzt ist das dann noch zu breit. Ach, herrje. Oh mein Gott. Dann halbieren wir das halt. Oh. Ja, wir kleben ja nachher noch etwas drüber. Also wenn es jetzt Töpfchen drauf gibt, ist es jetzt nicht so tragisch. So. Gut. Ah. Voilà. No. Ich will es jetzt gar nicht zu fest andrücken, weil sonst würde ich ja die ganze Zeit drauf töpeln. Das wäre ein bisschen blöd. So, jetzt komm, wir schaffen das. Aha. Zack. Oh ja, jetzt. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich glaube, es ist gerade und ohne Krügel. So, ja. Jetzt ist die Frage, ob es hebt. Ah, und ich brauche sowieso. Ich brauche da innen nachher noch. Ich muss jetzt das Ganze nochmal machen. Und zwar kommt das jetzt auf da drauf. Ich glaube, Moment, jetzt brauche ich schnell meinen Kaffee. So, du musst das jetzt heben, damit das mir da nicht drauf schwappt und dann zuklebt, so wie ich es dann nicht haben will. Oh. Also vielleicht mache ich das jetzt auch einfach unnötig kompliziert. Oh, jetzt ist es mir noch benannt. Ich glaube, echt mit so einem Bändchen, wo man so das obere Teil abzieht, wäre es viel einfacher gegangen. Jetzt sollte man da theoretisch jetzt das drauf streuen. He?
Und schnell schauen, dass wir das auch nicht die ganze Zeit umkippen. So. So. Also, ich streue drauf ein bisschen hellgrün. Ich vermute, das bleibt nachher einfach an der Folie kleben. Ich weiß es nicht. Das könnte ich mir noch so vorstellen, dass das nachher gar nicht so richtig umeinander schüttelt. So wie es da so am Rand kleben bleibt. Keine Ahnung. So, und jetzt noch von diesen Stäbchen. Und noch ein bisschen von den dunkelgrünen Stäbchen. Ups. So, und jetzt schneiden wir noch ein paar von denen. Ich glaube, es muss nicht so viel sein. Oh. Schön das Klebe dran. Oh, Hilfe. Also ich habe das Gefühl, ich mache es ein bisschen komplizierter, als es müsste sein. So. Ja, ich glaube, das ist gut. He? Mhm. Ist das gut? Ich glaube, das Gute ist, dass die auch noch so ein bisschen schwer sind. So. Die grosse Preisfrage ist, warum ich das nicht auch noch gerade schon drauf gemacht habe. Oben. Das weiss man nicht. So, aber jetzt ist es drauf. Zack. Oh, das ist Knüppelarbeit. Ich weiß nicht, ob das für mich wirklich so geeignet ist. So, das Kaffee kommt weg. Es war zum Glück nicht heiß und die Folie ist nicht geschmolzen. So, und dann kommt das dazu. Zack, da oben drauf. So. Und so. Und so. Und jetzt sollte theoretisch zu sein überall. Und hier drücke ich es jetzt auch noch ganz gut andrücken, damit wir dann die ganzen Glitzerchen nicht hier an dem Rändchen vom Kleberli noch kleben bleiben. Das könnte noch sein, dass das passiert. So, und da hoffe ich, dass ich ganz drunter bin, nicht, dass mir dann hier alles rausrieselt. So, jetzt kommt der grosse Test. Schütteltest. Sieht cool aus? Oh, ich darf da nicht zu fest drauf drücken. Aber es funktioniert und es bleibt nicht ganz glitzervoll kleben. Die Frage ist, ob er am Rand kleben bleibt. Ja, ziemlich. Ich hätte ein bisschen mehr rein tun. Ja. Aber die grossen Tannenbaumstückchen, die sind wirklich gut. Die schieben das Ganze ein bisschen hin und her. So. Und ich glaube, gut ist auch, dass ich hier nicht geklebt habe, sondern das umgeglitzt habe. Dann ist es hier nämlich so ein bisschen lockerer. Und dann kann das noch ein bisschen besser bewegen. Ja, gut. Also, das kleinere Glitzerzeug bleibt halt leider ein bisschen kleben da am Rand. Aber ich finde es eigentlich noch recht witzig. So, mal, das ist doch gut. So, also, jetzt brauchen wir aber da hinten dran noch ein Bildchen, irgendetwas Cooles. Und ich habe hier so Kartonkleberli. So, das kann ich noch für das benutzen, was ich es eigentlich gemacht habe. Karton, Kleberli. So, Und da hatten wir so eine Prinzessin und Krone. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das würde doch noch recht gut dazu passen, oder? Das oder das Krönchen. Das ist ein bisschen zu abstrakt.
Keine Ahnung. Oder so, ja. Dass man es noch nicht so gut sieht. Oder das Bild da würde noch gut reinpassen. Aber das Grau, das ist mir ein bisschen zu grau da. Oder das mit der Rose, oh, das wäre auch noch herzig. Oder Little Princess, oh. Das ist ja schnusig. Hey, ich glaube, ich nehme das Little Princess und nachher tue ich da die Prinzessin im zweiten Büchlein drin, weil die sieht also auch ganz genial aus. Aber weil wir da eher so im grünen Bereich sind, habe ich das Gefühl, also mit der grünen Seite und im anderen Büchlein, da habe ich eben so blaue Seiten und dann passt die vielleicht ein bisschen besser hier rein. Genau, also komm. So, das da. Oh. Aha, muss ich das so abnehmen? Ah ja. So. Und so. Ist das in der Mitte? Nein. Nur so ein bisschen über. Ein bisschen. Oh. Oder ist es schon spät? Oh nein. So. So ist besser, ja. Gut, gut. Ankleben. Andrücken, gut. So. Oh ja, das ist doch herzig. Das sieht schnusig aus. Jetzt fehlt fast wieder unten noch irgendetwas. Ah, da hätte ich noch so schnusige, gelbe, feine Blümchen. Mal schauen. Und da wir irgendetwas könnten so ein bisschen abschneiden. Oder da. Da, wenn wir noch 2, 3 von denen hätten. Von diesen kleinen. So, also ich glaube, ich nehme mal das. Hallo? Ah. So. Und dann das so. So. Und dann würde ich da noch irgendetwas Munziges herpassen. So, oder einfach das und dann schneiden wir dort. Schneiden wir noch ein bisschen ab. Das können wir ja auch. Zack. So. Voilà. Oh ja, das ist aber sehr herzig, finde ich. Das ist sehr schnusig. Irgendetwas muss ich mir dann für hier noch überlegen. Das weiss ich jetzt also noch nicht gerade. Aber ich finde... Mal, schau mal, jetzt kommen da auch die grünen Glitzerlis noch ein bisschen vor. So, die kleben also nicht allzu fest. Hey, ich finde, es sieht mega schnusig aus. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr rein tun können. Aber ich hatte ein bisschen Angst, dass es dann so kleben bleibt und dann alles völlig verdeckt. So, aber ich glaube, das ist cool. Jetzt muss ich dann schauen, wie ich es beim anderen noch mache. Dort kommt sicher die Prinzessin rein. Ah, stopp! Schon wieder etwas vergessen. Da, das wollte ich ja noch reinkleben, weil das ja hier nicht schön aussieht. Für das habe ich mir ja extra da noch meine Heißlin-Pistole aufgeheizt. Und dann kommt jetzt hier das gelbe Bändchen noch drauf. Das passt nämlich auch gerade zu diesen gelben Blümchen. Das ist doch alles super gut. So, ich hoffe, mit dem Heißleim verschmürzelt es mir da auch nicht das Papierchen zu fest. Aber ich glaube, also so heiß sollte es jetzt also auch nicht werden. So, das Bändchen, ich habe das nur schnell zum Probieren hier mal abgeschnitten. Ist einfach ein bisschen zu breit, darum habe ich es in der Mitte abeinander geschnetzelt. Jetzt müssen wir aber noch schauen, wie lang das es muss werden. So. Zack. Und da. So.
Zack. Und dann brauchen wir noch 2. So, und einmal noch den Längsweg aneinander. Das ist ein bisschen blöd, wenn das so verkrügelt ist. So, aber das wird schon. Voilà. Gut. Häuslein. Ich habe beim Häuslein immer das Gefühl, ich sei zu spät mit draufkleben. Aber habe ich es geschafft. Ja. Das nicht zu fest rausdrückt auf der Seite. Und schon gar nicht da drauf noch irgendwie tropft oder ich drauf schmieren oder so. Das wäre blöd. So, es scheint auch nichts zu schmürzeln, das ist auch gut. So. Aha. So, oh. Hey, das ist ja recht schnusig geworden. So. Es ist recht wild, weil jetzt es halt da auch so ein mega Müsterli hat, aber ich finde, es passt super gut zu dem Anfangsbildli mit dem Gel halt. Gel und Grün und so. Ist doch super. Das ist das erste Mal, wo ich da irgend so ein Schütteldingsbums gemacht habe und ich finde, für das, dass ich einfach doch ein bisschen improvisiert habe, ja, ist das noch recht cool rausgekommen. Ich finde es mega herzig. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Und ja, dann könnt ihr mir sonst gerne einen Daumen hoch geben oder ein Abo da lassen oder sonst einfach beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dann. Tschüss.